Ich begrüße dich dann alle guten Hi als Pressekonferenz zum neue parlamentarische Jahr. Ich probiere noch nicht zu lang zu machen, mit die wichtigsten Punkte unzuschwätzen, noch war sicherlich viel anderer noch unzuschwätzen wäre. Die Hut matkrit, dass Impfroen rauskommen sind vier Gäste an die Impfroen, die sind immer die sie sind. Du kann ihn daraus lesen oder auch nicht. Wir sind immer skeptisch bei den Impfroen. Mais bon, wie gesehen du, dass der DR deutlich beigewinnt, wir kommen op rund 12% von den dat dann so hält, wat noch gut wird, da gibt morgen an der Chamber wie stark gehen. Wann ihr vergleicht, da se den, dass man bei der Impfro 4 Runde Wahlen 2023 waren wir bei der Impfro op 6,9%, aber bei der Wahl kommen wir op 9,6%, das heißt bald 3% mehr. Da sind wir op 11,6%, wann ihn also den dat als Basis hält, da wäre mir in der Realität bei der Wahl Römecker bei 3% mehr, also bei 15%. Wie gesagt, soll ich skeptisch sind, wie der Fall weiß dat, dass viele Leute mit uns zufrieden sind, aber mit den anderen, sowohl mit der Regierung wie auch mit dem Linksblock, Männer zufrieden sind. Ich komme zu ein paar Punkten, die ich will aufstreichen. Ein ist mir ganz wichtig, da komme ich schon zurück, und das ist den Hauptpunkt, den ich will so, und das ist den, dass man Politik vom Herrn Meisch stoppen. Wir mussten den Herrn Meisch stoppen, mit dem, was den am Gangen ist, zu machen. Wir haben angefangen mit etwas mehr allgemeinem. Wir hatten gestern die Budgetpräsentation, dann da die Überschrift war «Madeleine Wursen». Und das ist natürlich dann das Wort Wursen, was uns dann natürlich ein bisschen triggert, weil wir die Partei sind, die immer drauf aufmerksam gemacht wird, schon von Anfang an noch als echt, dass man nicht können so weiterführen mit dem Bevölkerungswachstum, den wir haben, und dass das der Grund ist von den meisten Problemen. Ich will darüber kurz angehen, also wenn ihr guckt, für 25 Jahre hat Herr Juncker seine Rede zur laufenden Nation gehalten. Das war im Jahr 2000 und hat damals gewarnt, kann ich sagen, für 700.000 Einwohnerstadt. Damals hat Lützeburg 430.000 Einwohner. Heute Lützeburg 680.000 Einwohner. Wir sind also bald beim 700.000 Einwohnerstaat. Und viele Leute haben damals gewarnt, und dass damals hier im Land wirklich ein bisschen, kann ich sagen, eine Panik rundherum gegangen, dafür drin. Auch für drin, wo schon Leute auch für so Entwicklungen gewarnt, wie zum Beispiel am Gesicht den Herr Robert Gitzinger von der DP 1995 auf einem Kongress, wo ganz klar gesagt wird, was das bedanken, den demografischen Boom, den wir da kreieren, wo gesagt wird, soll man eine Gruppe 500.000 oder 600.000 nach mehr Leute zu Lützeburg kommen, und nicht gesagt, als das von die machbar wäre, wirklich wünschenswert, aber was gibt das für als Lebensqualität, für als Pensionen bedeuten, aber was gibt doch für als nationale Identität bedeuten. Also das war den Speech von einer DP für gut über 30 Jahre. Haut ist das natürlich nicht mehr so, haut nicht mehr so geschwärzt. Mit Problemen sind aber noch immer da, für denen, die uns gewarnt gehen as. Wir kommen an eine Situation, wo wir Pensionen nicht mehr bezahlen können, wenn es dem starken Wachstum. Wir kommen in eine Situation, wo wir immer weiter nach müssen, Leute aus dem Ausland dann ranholen, wann wir das so weitermachen. Wir kommen in eine Situation, wo wir auf den 1 Million Einwohnerstaat immer mehr schnell hingehen. Und in die Situation, dass wir da da verbunden immense Verlust und Lebensqualität tun, und natürlich auch, wie dem uns gewarnt gehen, als von der DP, ein Verlust von unserer nationalen Identität und alles das, was das mit sich bringt. Haut geht das nämlich gerne gehört, das wird Integration als Haut bei den meisten Parteien gestracht gehen, das wird gar nicht mehr benutzt. Wir werden dafür gerade ganz viel weiter benutzen. Und Probleme sind noch immer ganz aktuell. Wenn den Trend guckt, ja, Trende sind heute auch bis an Jahr 2040, kann ich so aufgesichert, wie du noch nicht mehr. Aber wenn ich will eine Finanzierung sicherstellen, dann muss ich ganz klar auch da abhaken. Und wir hatten auch da eine Broschüre gemacht mit unseren Proposen und alle Haushalt am April von diesem Jahr, wo wir ganz klar gewesen haben, dass es Möglichkeiten gibt und dass man das auch seriös und verantwortungsbewusst umgehen. Wir wollen auf jeden Fall nicht Staat gehen von 1 Million Einwohner oder nach mehr, weil wir überzeugt sind, dass das nicht gut ist für uns alle Gute. Und die Frage vom Wachstum, wenn wir Lützeburg mal gerne hätten, das ist die zentrale Frage, das ist die wichtigste Frage, die leider an der Politik auch noch rundherum nicht genug thematisiert wird. Ich gehe hier 6 Punkte
die das ganz matze sprengt. Echte Problem durch den massiven Bevölkerungswurstum, die natürlich gekoppelt ist mit einer massiver Immigration, da das die heich Wohnungspreise. Evidenterweise, wenn mehr Leute hinkommen, da geht Wohnungspreise an die Lut. Der Grund für die heich Wohnungspreise ist also ganz klar der unkontrollierte Wachstum von der Bevölkerung. Zweiter Punkt, der Verkehrskollaps, den wir all da erleben. Gestern war ein Accident auf der Autobahn. Also ich meine, für alle die bisschen aus der Gegend kommen, wäre es eine Katastrophe. Da kommen auf EQ direkt 50.000 Leute hier am Land, eine Stunde später auf der Arbeit. Und auch so ist die Situation katastrophal, was den Verkehr angeht. Auch das kann ich mal ganz klar mehr ausschwätzen. Dann haben wir das Problem von der Zubetonierung, die wir hier am Land tun, gedacht von Umweltschutz, von Naturschutz geschwärzt, gerade von den Gringen, mit Frieden Job sie das wirklich echt mengen, weil auch sie waren an der Regierung und waren noch dafür mit responsabel, wenn ihr einfach Zölle guckt, wir waren 1990 hatte man 5% von unserem Territoire verbaut, 2015 waren es 10%, also sind wir bald auf 15%. Aber wenn wir bei 1 Million Einwohner sind oder mehr, da sind wir wahrscheinlich auf 30% von unserem Land wird verbaut. Also das steht wahrscheinlich verschiedener nicht, aber ich steht das aber, weil wir auch als Natur und als Umwelt, das leidet uns Herzen. Klar ist dann auch, dass wir, und das merkt den Alltag auch als Infrastrukturen kommen nicht nur mit Wachstum, in Mangtum, aus Schulen, aus Kliniken, Allgemeininfrastrukturen, aus Personal, Infirmieren, Polizisten, immer mehr Kriminalität, auch das als Remenker nicht proaktiv behandelt gehen. Es fehlt Lehrpersonal, viel du klären lernen, Infrastruktur für Sport, Maison Relais, Gerichtssaal und so weiter. Auf ihr Wert fehlt und dem wenn es dem massive Wachstum an lo kommt dann die Reaktion da von der Politik als da ganz oft die, ja da muss man nach mehr wissen, nach mehr Leute kreieren. Das heißt, sie wollen am Anfang das Problem, den du hast, Problem bekämpfen, ein Problem durch die große Wachstum, aber wir sollen das Problem nur durch nach mehr Wachstum, sollen wir die bekämpfen. Aber das klappt ja nicht. Das Problem geht immer nicht mehr nach mehr groß. Wir kommen nicht nur. An den anderen Punkt, das dann natürlich Punkt 5, wir haben hier am Land auch ein Problem, dass die Integration immer mehr gut funktioniert. Da kommen auch bei der Schule drauf. Wir haben als Kultur, als Traditionen und natürlich als Spruch, darüber gehe ich noch nicht so viel an, das die letzte Pressekonferenz, die immer mehr am öffentlichen Raum und auch so verschwindet. Etwas, was die Leute auch dafür gewarnt haben. Also das war damals für die Jungen signiert gehalten und Leute auch das gesagt, dass das wird geschehen. Das wird dann aber heute geschehen geschwärzt, darüber komme ich auch noch zurück. Und dann muss ich sagen, dass trotzdem Wachstum haben wir noch immer ganz viele Leute hier am Land, die an Armut leben. Das ist auch die behaupten, dass durch den Wachstum Leute hier am Land mehr reich gewesen. Ja, das stimmt sicherlich für einen Teil von der Bevölkerung. Wir noch einen Teil von den letzten paar Jahren, da mal richtig raus kann sagen, die nicht mehr reich gesehen, an die mehr arm gesehen, an die Haut an einem mehr starken Konkurrenzkampf nämlich eins gehen. Und dafür haben wir all Joer e minus 3000 vu Lützebäier, déi an d'Ausland plënneren, wat am Fong Skandal ass an eng Katastrophe ass an Schmengen och dat mist polisch gesinn vun den Hauptsugen hai am Land sinn. Kann net sinn, dats Leiit déi Familien, die Jozenten hai gewunt hunn oder an méiläng, dats déi Bemo mussssen Land verlossen, an der gët einfach gesot of, dat das dann iwbe so. Dat hätte mir net akzeteieren. Wann ihr guckt, wéi dann drop reagiert gëtt, heich Logementspreise heiere mat da vun der lenker Seite, jo dat sind Spekulanten. Gët immer irgendwo eng Exkusgesicht, gët immer irgendwo e schëllege Gesicht. Wie de Problem ass ganz einfach die immens heich nofro afir um lecker ze so am Land ass immens viel gebaut gin, Zule gesot, wéi viel Fläch verbaut gin ass. An de Problem ass einfach do ore Menkeier de Bevölkerungswurstum, den dat zo feiert an net Spekulanten, Fleisch gëtt dat doch an einzelne Fäll, mit dat das net den Hauptgrund, die dat so nicht net vorrecht. Et gibt da beim Verkehr gesagt, Leute sollen nicht so oft ein Auto holen. Ja, vielleicht holen noch nicht ein Auto, die holen den öffentlichen Transport. Mit das nehmen wir so, dass vielleicht auf ein Auto angewiesen sind. Und das ist eine Tat ein Problem aus dem, dass wir immens stark gewusst sind, mehr Leute, mehr Verkehr, mehr Autos, mehr Mobilität.
an der nudreben méi Stau, a wann der wären 25 Joer wisst, dats der op 700.000 Awohner geht, an Dir baut d'Infrastrukturen net aus, an Dir braucht 30 Joer fir eng Umgehungstroos zu kehren oder zu dippech, dats immer an der Situation vum Haut sinn, da stimmer moies Mëttes an Owes am Stau. Es wat undenkbar gewichtcht fir nach so Lummer 34 Joer. Wenn man iwwer einer Sache schwätze beispielsweise Spruch, dann kann ich so ja bin Problem, die geht immer méi verdrängt, da kri als einfach nee, dat stimmt net, da so viel do wie nach nie. Et gibt einfach alles dann sche geschwert. De Stadtdeck se da selber, et gibt man Lützeburg geschwert, die Statistike gin aber dann net brucht oder verdrängt oder irgendwo geht bis ernst das Gesicht für die Situation schein zu schwätzen. Für die Leute net beunruhigen, so scheint het irgendwie zu sinn, dat will mir op keinen Fall so durchgo lassen an mir so klar, wo de Problem leid. Die Haut schwätzt man beim Budget, der Minister, die Regierung, sie giffen Investissementer an Zukunft machen. Große Projekte, Infrastrukturen. Aber das stimmt nicht. Das sind keine Investitionen an Zukunft. Das sind Investitionen, die gemacht für Probleme abzuholen, die für Jahren entstanden sind. Wir müssen heute so viel nachholen. Und ob das lo investiert wird, also am Anfang just do, für irgendwie nach da durchzukommen, bei dem, was verpasst ging, für Jahren. Wir bauen lo Kliniken, die man hätte können bauen für Jahren. Wir bauen lo Straßen, die man hätte können bauen für Jahren. Alles da ist nicht wirklich voraussichtlich nur für durchgehen. Und dafür sind das ganz oft kein Investitionen an Zukunft, mehr einfach probiert, irgendwie etwas wettzumachen. Der wichtigste Punkt als Politik vom Herrn Maisch. Ihr wisst wahrscheinlich, dass den Herrn Maisch schon lange Minister ist, an etwas, was sich ein bisschen immer wie Rode vor dem durch seine Politik zieht, dass es eine gewisse Unehrlichkeit und noch eine gewisse Manier für die richtigen Ziele, die nur zu verstoppen. Und ich gebe euch dann ein Beispiel hier. 2017 hatte man damals als W 2050 der Minister Viergeheit an einem Pressekommuniqué erwählt, die Alphabetisierung auf Französisch affaire. Der Minister hat damals darauf reagiert, er gesagt, cette accusation est dénuée de tout fondement. De toute évidence, le ministère n'envisage pas l'introduction de l'alphabétisation en français à l'école fondamentale luxembourgeoise. 9 Jahre drauf, 2026 soll dat der flächendeckend angefordert gehen. Da könnte man nicht erzählen, dass die Idee Demos nicht schon doof war. Das war ganz klar. Und das ist eben dat die Geschichte, wo probiert wird, Sachen zu verstoppen. Und das ist Politik vom Herrn Maisch. How tun wir das? Los, sind wir immer mehr an eine Richtung gegangen, wo die Sachen verändert sind. Schön, wie ihr seht, mit der Salami-Taktik, wir schneiden all Jahr runde Salami auf, das fällt da keinem ab. Und dann sind wir auf einem Point of No Return, und da geht es nämlich zurück. Und das ist eine ganz einfache Politik von der Frankophonisierung. Frankophonisierung, die den Herr Maisch will durchsetzen. Und das hat ganz viele Aspekte, ganz viele Trigger, die da benutzt gehen. Zum Beispiel gibt, seit das der Maisch in der Regierung ist, geht immer das Wort Mehrsprachigkeit benutzt. Mich wundert immer, dass da kein gefragt wird, was ist da genau die Mehrsprachigkeit, die du gemeint hast. Ist das traditionell Dreisprachigkeit, die man im Schulsystem haben, Deutsch, Französisch, Lützeburg, ist da noch Englisch dabei? Was für Sprachen sind mit Mehrsprachigkeit gemeint? Auf wen genau als mehrsprachig? Der Staat, die Gemengen, die Internetseiten, Straßen, nimmt Leute, wie ein Leute, das ist ein gut froh. Das ist einfach so ein Wort, irgendwie für die Französisch zu sehen, donner de tout sens. Ganz oft, als das Wort Mehrsprachigkeit ein Trick, wenn ihn will verstoppen, dass man in Lützeburg geschwärzt wird. Ja? So mal, so, da bist du ein Punkt, ja, du hast früher Lützeburg gewirkt, hallo, hast kein Lützeburg, wie du, da geht geantwortet, ja, das ist eben Mehrsprachigkeit, wir sind mehrsprachig. Weißt du, hast keine Mehrsprachigkeit. Das ist ein Trick für am Anfang zu verstoppen, dass man in Lützeburg geschwärzt wird, weil etwas scheint klar zu sein bei der Politik von mir, Maisch, da scheint Lützeburger Spruch an der Mehrsprachigkeit keine große Rolle zu spielen. Die große Rolle spielt effektiv Französisch. Und das ist die Tendenz, die wir haben, wie so der Maisch, aber doch DP, sind am Gangen in den Jahren Lützeburg zu frankophonisieren. Ein Spruch verschwindet dabei.
gëtt durch franzéger Saat, CSV mischt dat irgendwie mat, so wie se all damit mat machen, an die 4 Linksparteien sowieso, die sind sogar dann deelweise sogar froh drüber, das sind irgendwie egal, das ist unverständlich, wie das die Realität. Lützeburg gëtt geschwächt, mat der DP ma mehr meich an ihre Frinn an der Regierung, den anderen 3 Parteien, die letzten Jahren do waren, konnte man Französisch an de Kräche, obligatorisch an all Kräch. Wir konnten obligatorisch Französisch an der Spielschule, op Kächten vom Lützeburgschen. Lo kriegen wir Berufsausbildung, flächendeckend alles auch op Französisch. Wir kriegen Dedikateursausbildung, op Französisch. Zweisprachigkeit für Edukateuren geht es dann nicht mehr. Dann machen sie just nach Internationalschulen op. Es gibt keine normale Lycée mehr abgemacht. Die just nach international Schulen abgemacht. Lo wollen sie die französische Alphabetisierung an einem Hauruck-Verfahren, ohne dass das real getestet ist, ohne dass eine reelle Analyse gemacht ist, die gut nicht machen kann, nur 2 Jahre Projekt. Und die kann er darüber raus nach Trend, also der Konträr von Madeneen, mit den Ausnehmen. Seine Sprachenniveau für die Lützeburger zu gehen, Ruf gesagt. Immer mehr Plätze beim Staat, gehen nur Leute, die keine Lützeburg können. Nicht mehr Lützeburger. Sprachkriterien beim Staat, gehen immer mehr Ruf gesagt. Früher war es so, wenn er bei der Staat genug sogar müsse Lützeburger sind. Du hast gesagt, das schafft man Ruf, wir haben aber Spruch bei. Aber heute sind wir in einer Situation, wo Spruch immer mehr eine Rolle spielt. Doch ein Spruch spielt eine Rolle für bei der Staat, und das ist Französisch. Und das feiert so gut zu der verrückten Situation, dass beim Staat Ausländer angestellt gehen, die zwar kein Deutsch, kein Lützeburg können, aber just Französisch. Und auf der anderen Seite Lützeburger da sogar refusiert gehen. Das habe ich selber gemerkt an der Chambre, weil Leute sich melden. Mit natürlich noch bei anderen Plätzen gemerkt. Und ich will Beispiele geben, das war am Anfang, ich meine, das ein bisschen geändert, beim Luxtram, da uns am Anfang der Leutgesicht und da viel sich gemeldet. Und sie haben die Leute angestellt, die Franzosen waren, weil die gut Französisch konnten. Und Lützeburger refusiert, weil die eben nicht so gut Französisch konnten. Also der Kriterien ist dann da allein Lützeburger Französischspruch und die anderen Sprachen spielen keine Rolle mehr. Und da bleiben natürlich, da kann ich schon feststellen, dass die Leute unzufrieden sind, aber wir mengen, dass das etwas ist, was absolut nicht geht und dass ich muss als Lützeburger an Lützeburger Spruch auch gewertschätzt muss. Es muss eine Vierdeel haben, wenn ich Lützeburger kann, kein Nodeel. Wenn also eine Frankophonisierung, wir verlieren dadurch am Anfang als Mehrsprachig geht, weil die deutsche Sprache geht verloren und wir verlieren Lützeburgisch und dann natürlich auch als Kultur an Identität und Strategie von Claude Meigers ganz klar lösen, da fällt es keinem ab, immer mehr, aber wir sind Tatsache geschafft und da geht es kein Zurück mehr. Nun will den Herr Meich Sprachen am traditionellen Lycée überdenken. Also am Lycée General, am Lycée Klassik, wie wir kennen, mit Sprachen überdenken, heißt ja bestimmt, dass in der Logik nicht Französisch de wäschlossen. Spruch die überdenken hecht wahrscheinlich senger Logik, dass man Deitremenke do wäschlossen. An dat wat d'Evolution ausweise Loser, wie hunn Franzésisch Krächen am Ufang gas gesot gin an de Kräche muss Lützeburg geschwaart, gi mir wëssen alle Goeten, dats dat net funktioniert, mir selber getestet, ge mir Krächen ugeuf gëtt bei ich Lützeburg geschwaart, Franzésisch geschwaart, nee, 1 Stunde woch. Funktioniert net, gët doch net kontrolliert, das egal. Dann nummer die internationalen Schulen, wo gesot gët Lützeburg geleiert gin, stimmt dawer net my noch do gefrot, wir werden noch enker froh, der so mo evaluieren Testman, ob die Kanner Lützeburg können, wann se wann se an hege Klasse sinn. Dat wollen sie natürlich nicht machen, weil sie das Resultat wissen. Die lehren do okay Lützeburg méi. Berufsausbildung war immer op Deutsch traditionell. Die geht auch auf Französisch geboren, und dann die 2 Systeme, Deutsch und Französisch. Aber ihr wisst ja alle gut, wie die Evolution wird sein. Natürlich, löser werden dann die deutschen Sektionen irgendwann wegfallen, und da bleibt just nach der Berufsausbildung übrig auf Französisch. Und dann hat dann die Situation, dass der Lützeburger Kant, der vielleicht nicht so gut am Französischen ist, das muss dann natürlich dann, das wird keine andere Schwamm mehr, wird Berufsausbildung auf Französisch zu machen. Und wird natürlich dann der große Verlierer sein von der Evolution. Das wird ganz sicher geschehen, das ist eine Sache von der Zeit. Die Lycée gehen internationalisiert, auch da sehen wir die Entwicklung, das heißt,
Loser wird sich Französisch immer mehr durchsetzen an all den Bereichen und wird noch immer mehr Profi dargestellt gehen. Was nämlich wichtig ist, dass sie Deutsch und Lützeburg können, wie Orlo schon der Fall ist. Da kommt noch Englisch dabei. Was geschieht bei einem Lützeburg, der nicht gut am Französischen und am Englischen ist, der scheint der Politik dem Moment egal zu sein. Das ist eine Sache, die als Land wird immens schuden, die als traditionell Dreisprachigkeit, als Mehrspruchigkeit, Lützeburger Spruch, die Deutschspruch und alles das, was wir hat, wo wir Hofrestrupp waren, wird dadurch verloren gehen. Und das ist etwas, was wir absolut nicht mittrauen können. Und es geht halt wirklich das Lützeburg, wie wir es kennen, zu erhalten. Und ich meine, das so nicht von nichts, wo wir das Buch gemacht haben, mir geht Lützeburg nicht ab, wo man schon der Tote für uns 2-3 Jahre, den Tom Weidiger nicht, alles die Entwicklungen da beschrieben und die lohe Bemol dann die Leute immer mehr auffallen, weil die Alphabetisierung auf Französisch, das ist der Punkt, wo die Leute immer matt machen, wo du auch merkst, wenn die Leute bei sich schwätzt, das geht nicht. Da wenn sie Referendum machen, über die Alphabetisierung auf Französisch, das sind überzeugt, dass dann 80% negativ gehen. Aber das machen sie nicht, weil sie fährten Referenden, weil sie fährten, dass die Leute nicht so denken wie sie wissen es doch. Wir brauchen eine Politik, die pro Lützeburg ist und das ausgemacht wird, als Werte hochhält. Das ist ein CSV, das matt möchte, verstehe ich nicht. Das Leute an der DP, das matt machen, verstehe ich nicht. Das die Opposition, die linke Opposition, das matt möchte, kann ich nicht verstehen. Ich hoffe, dass die nach da werden ergreifen, für das zu stoppen. Der Herr Meich muss gestoppt gehen, weil der Toten aus Europes, das kriegt er nämlich rückgängig gemacht. Andere Sachen können immer rückgängig machen. Die können, die Regierung kann Geld aufschaffen, und nach 5 Jahren kann Geld remassieren. Aber ein Schulsystem, eine Spruchsituation, die bemol verschwunden ist, die kriegt er nie mehr. Ein anderer Punkt, der mensch ganz wichtig ist für uns, das ist die Familienpolitik. Ganz besonders auch eine Familienpolitik, die CSV nicht mehr möchte, aber wir als ADR nach die einzigen sind, die eine richtige Familienpolitik wollen hier am Land machen. Gibt da gesucht mir nicht genug Platz an der Maison Relais. Ja, für was dann? Für was geht der Staat nicht hin, aber zielt denen Mammen oder Pappen, die gerne bei den Kindern wollen bleiben, daheim, und sie nicht an einen Kreis gehen oder nicht an eine Maison Relais gehen? Für was bezielt sie denen nicht das Geld, was Maison Relais oder das Kreis gibt, kosten für das Kind, das sie gleich montan, für dass sie da können selber daheim bleiben und zum Beispiel just nach halbtags arbeiten gehen. So hätten Pappen und Mammen das Choix, entweder ganz oder halbtags mit den Kindern zu sehen oder die Kinder an die Maison Relais zu gehen, erschaffen zu gehen. Und da wären noch genug Plätze da für die, die wollen. Und wir hätten eine Situation, und ich meine, das auch heute alle guten die Leute, die sich mit Kindern beschäftigen, die das so, dann hätte eine bessere Situation, weil ich meine, dass es wichtig ist, dass die Kinder auch eine Bindung haben daheim und die Eltern Zeit haben, für sich mit ihren Kindern aufzugehen und sich sie zu kümmern. Wir proposieren das seit Jahren, dass das Elterngeld, was wir nennen, weil die Kate machen bis zum Alter von 12 Jahren, also die suchen die ein Kreis gibt kosten, oder ein Sum X, geben also dann dem Moment den Älteren gehen, wann sie giffen daheim bleiben. Das wäre eine Realpolitik, die die Familie an den Mittelpunkt stellt hier am Land, und das wäre ganz wichtig. Mir das geht nicht gemacht, und das geht von denen sonst mal andere Parteien alle guten, also von der CSV nicht gemacht, ist der Fall, gesagt in dat an der Regierungserklärung. Und das ist eine familienfeindliche Politik. Eine familienfeindliche Politik sieht auch bei der Steuerreform, die vorgesehen ist vom CSV, Finanzminister. Das muss ich euch schon mal vorstellen. Wir können das Wahlprogramm von der CSV von den letzten 30 Jahren durchlesen. Das habe ich nicht gemerkt. Das wäre undenkbar gewesen. Das ist wirklich die Werte von der CSV verroten, für eine komplett individualisierte Steuerreform zu machen, die auf Kosten geht von den Leuten, die Kanner haben, an die ich gerne mir Kanner kümmern. Weil, natürlich werden bei der Steuerreform rund 80% oder 75% von den Leuten werden da etwas gewonnen. Die meisten ein bisschen mehr leicht, verschiedener viel, zumindest Junggesellen, und das ist auch eine richtige Sache. Aber die Leute, die zusammen sind, an einer Koppel, die bestürzt sind, und die Kanner wollen kriegen, die werden darauf verlieren, weil es hauptsächlich steht, wo von den Partnern viel verdient, an den anderen Männer verdient, die werden halt deutlich mit schlechter Wäsche kommen. Und das ist eben aber trotzdem ein Modell, den immens familienfreundlich ist, wo der zum Beispiel von den Partnern sieht, ich verdiene viel,
da brauchst du vielleicht einen half der schaffen zu da verdienst du Männer aber Daylight für den Kanada zu kümmern aber Daylight werden massiv verlieren an der das also eine Gesellschaft die gegen Familie an der Fälle mir nicht mehr wollen eine Gesellschaft die viert Familie an wir sind die einzige Partei die das möchte du können das nennen wie der Welt vielleicht sind wir nach die einzige familiefreundlich vielleicht sind wir nach die einzige Konservativpartei an der Chambre den Gefühl, dass op Fall die einzige Partei an der Chambre sind, die net links aus. All die anderen Parteien sind links an die denken nämlich und die Werte, die ist immer ausgemacht hun. Da seid ihr noch ein bisschen an der neuen Verfassungsreform. Ich will nur nicht zu viel darüber gehen, mit die Idee, die könnt für Doftreibung an Verfassung dran schreiben, was in Empfang nicht braucht, sie per Gesetz festgelegt, da quasi kein Land tut das. Die Idee, die könnt von wem? Die könnt von denen nicht von den Linken, die könnt von den ganz Linken, von den früheren Kommunisten, die am Anfang also System gar nicht gern haben, aber wollen ersetzen und die als Werte am größten Ganzen nicht teilen. Und die so ein Haut der CSV, was die soll an Verfassung schreiben, und die möchte doch noch. Die mischt doch nach an dat als wirklichsche Verrot und de Wertter die eng CSV immer ausgemacht huet. Sie können den C streichen, sie können doch den S streichen, sie weder christlich noch sozial und sie brauchen Stütze wunderen, wann Leute juste Kap drüber rüsseln, die so CSV gewählt hun. Lo werden sie einen Trick machen. Lo werden sie so in der Schiedverie von ihrer Fraktion kann aufstimmen, wie ihr will. Ja, das ist dann etwas Persönliches, wo ihr muss den Ethik spielen lassen. Und da werdet vielleicht pur Leute dagegen stimmen, aber sie wissen ganz genau, dass sie genug Leute werden haben, dass es soll durchgehen. Das heißt, das ist ein Trick für zu machen, wie wann. Und am Endeffekt wissen sie, dass es durchgeht. Das tun sie auch schon bei anderen Punkten in der Vergangenheit gemacht. Nach einem Wort auch zur Rolle von der Chambre und zur Rolle von den Deputierten. Ich will hier zwei parlamentarische Fragen, die wir gestellt haben, und das stellvertretend für ein bisschen wie das funktioniert. Als Deputierte sind wir da für die Regierung zu kontrollieren. Das ist als Mission. Dafür brauchen wir Donnerien und dafür muss man wissen, was läuft. Das können wir das hier nicht machen. Wir haben zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, wir froh seit Jahren froh mit Polizeistatistiken über die Nationalität oder den Hintergrund von den Tätern. Es war dann all Land geht. All Land geht. Wir kriegen vom Minister gesagt, die Polizei hat das nicht. Das natürlich nicht stimmt, weil natürlich frohen sie immer die Nationalität. Das heißt, etwas, was zu tun, refusieren sie es zu gehen. Ja, die Regierung refusiert der Chambre, dem meisten Pouvoir, Informationen zu geben, die sie hat. Anderer Punkt, und das ist nicht auch unwichtig, das sind Sozialwohnungen. Auch da haben wir gefragt, wie kriegt das Sozialwohnungen? Wie sind dann die Leute? Auch was die Nationalität geht oder der Background geht. Und auch da geht gesagt, sie wissen das nicht. Natürlich wissen sie es. Sie wollen nicht rausgehen. Und da hat der Anfang eine Regierung, die relativ undemokratisch vorgeht, das ist aber nicht immer die Heit, das wird die verdrehen, das ist immer an einer Kontinuität, wird die Chambre da nicht seriös geholt. Und das ist natürlich dann immer auch frappant, wenn gerade die Leute sind, die dann sich als ganz demokratisch hinstellen. Und das ist zum Beispiel auch die Grünen-Minister gewesen, die das systematisch gemacht haben, für Sachen eben zu verstoppen. Was tun sie zu verlieren? Ich weiß nicht. All Land tut die Donnerien, all Land, just Lützeburg, zu Lützeburg kriegst du die nicht. Wir brauchen natürlich eine starke Demokratie. Wir brauchen eine resiliente Demokratie. Und eine starke Demokratie ist die gerade deputiert Stärke. Es ist Chamberstärke. Und Chamberstärke ist im Endeffekt die Opposition stärken. Das ist aber etwas, was natürlich die Regierung nicht unbedingt will. Und die Rolle von der Chambre geht leider heute bei mir als Sitzungen, und wir noch dann als Interviews oder Kommissionssitzungen. Mit der Rolle von der Chambre kennt ein viel mehr stark sein, wann wählt am Vergleich zu den Ministern. Ich stelle immer fest, dass für ein Beispiel zu so ist der Fraktionspräsident von der viertgrößten Partei hier im Land. Aber wenn ich vergleiche zum Beispiel Medienpräsenz von einem Herrn Maisch, die Minister aus von zwei Sachen, Logement und Education, und mir als Fraktionspräsident, da wird merken, da meine Statistik gemerkt, dass der Herr Maisch x-mal mehr vertreten als an den Medien. Und da stellt den Stand froh, für was gehen Ministern par rapport zu Deputierten so befehligt an der Medienpräsenz. Und das ist etwas,
wat die kann wat mengsch net gut ass und schmengen das wichtig fir dat se och Oppositionsparteiien mit zuwur ge flosse. Chamber as auch so, dass mir am moment vielleicht in Punkt ihre bei also das so net schlecht sein musistisch deputéiert das eng 12 die lo seit 40 Jahren so plus minus festgelöscht. Mir hun aber genauso viel Gesetze wie eng Französische Assemblée nationale an das viel megin an lechte 40 Jahren mir viel mehr international Verpflichtungen in die europäisch Sachen mir ganz viel Verpflichtungen nach anderem. An schmengen dass het klar ist, dass het eigentlich mit dem wie man lo vor mat deputéiert also dat sind ja Mensch ist 25 von der Opposition oder eng Party die sind Doppelmandat die nach Meester das eigentlich eng Situation mengen die net zufriedenstellend kann sinn für eng Demokratie mir müsste mengglisch gucken für die 12 auch zu hege mir werde sicherlich do auch eng Initiativ ergreifen an den nächste Main. Für den Rest wird ganz kurz zu machen, wir werden so weiter machen wie lo, wir werden konstruktiv Matschaffen mit der Regierung, wann es sich ubietet. Wir werden aber auch ganz klar als Meinung vertreten, wenn man mit der Meinung sind, dass selbst nicht richtig läuft. Wir werden aktiv Verbesserungen für Lützeburg an die Chamber bringen. Wir werden uns natürlich dafür einsetzen, viele Leute notzuleisten. Wir werden uns aktiv für mehr Referenden einsetzen, für die Familie, für die Sprache, für die Sicherheit, Kultur, Freiheit, Mobilität. Und natürlich Perspektiven auch ganz wichtig für die Jungkeier am Land, für das Leben unzufangen, Familie, Wohnung, Arbeit. Das meine ich, sind die Themen, die ganz wichtig sind. Wir werden auch weiter vorwärts, auch alles das, was Migration angeht, auch kritisch zu sehen, das kann heroisch drüber schwätzen. Wir haben immer Probleme gehabt, wie das noch zum Schluss zu sagen. Das war Thema von den Asylbeantrager, die sie voll, die Leute, die fanden keine Wohnung. Mit das wusste ich am Anfang schon für uns 10 Jahre, wo die Leute hinkommen sind, dass die Situation im Wohnungsmarkt immens angespannt wird. Und ich meine, dass sie einfach realistisch sind, dass sie muss zugehen, dass demals einfach etwas gemerkt hast, wo ich nicht packen konnte. Und heute, ich meine, Merkel hat gesagt, wir schaffen das, plötzlich gewesen, wir packen das. Wir haben am Anfang, da ist Regierungen, und das, was den Challenge, den sie angegangen sind, haben sie nicht gepackt. Sie haben die nicht gepackt. Das wird die Situation noch nicht diese ist. Also es gibt nicht so oft daher viele Probleme an dem Milieu. Wir hätten gerne wenn wir Asyl haben, qualitativ hohen Asyl, und dass nicht Quantität zählt, mit das Qualität zählt. Aber wenn die Leute hinhält, dann müssen die auch können anständig unterbringen und anständig behandeln. Voilà, das gesagt, so ein Merci.